Ja, ja, gute alte Sega Mega Drive oder Sega Genesis Zeiten. Der Screech hat mich absolut inspiriert mit seinem Metal Slug Gameplay-Video. Zieht nach rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist ein ganz gutes Game, das er hier hergelegt hat. Sehr ein spassiges Spiel, auch an und für sich. Und ich möchte euch jetzt schnell hier zeigen. 1991 oder so, ich weiss es nicht einmal, oder 1994 kann man ja sogar nachlesen, ist das Probotector rausgekommen. In der europäischen Version. Man kennt es auch unter dem Namen Contra in England, in Amerika oder Japan. Es hat auch auf dem Super Nintendo solche gegeben, auf dem Nintendo. Es hat immer wieder ein Contra gegeben und heutzutage ist es leider ein bisschen in Versenkung verschwunden. Aber ich habe das Game dazu mal geliebt. Man konnte aus 4 Charakteren wählen. Der Wolf war der schwierigste, oder der kleine Michi der einfachste. Aber ich nehme jetzt mal einen von diesen Standardgeheimen. Und ihr kennt sicher Probotector oder Contra. Irgendetwas ist schief gelaufen, man braucht wieder mal eine Spezialeinheit, die eingreift. Da gibt es ein kleines Missionsbriefing und dann heisst es ab die Post. Und dazu mal, Jungs, die Grafik hat mich schier draus hier. Es hat geflimmert und geflatzerlet und ballerlet und gemacht und da. Und ja, ich kenne die Levels schon noch gut. Auch hier das erste Grad, weiss ich, wenn ich mich hier bewegen muss, um nicht direkt zu sterben. Weil wenn man stirbt, verliert man gerade das Leben. Das Game war hier nicht allzu grosszügig. Das Gute ist, dass man hier mit diesen Zusatzwaffen, nicht wie früher im Probotector, hat man ja einfach, glaube ich, 1 oder 2 können haben. Hier kann man 4 aufsammeln und dann zwischen denen switchen. Und auf dem A ist immer ein stärkerer Schuss, B hat meistens etwas mit Granaten zu tun, C ist dann ein bisschen Streuung, wenn es geht, und D ist dann der Verfolgerschuss, der eigentlich am chilligsten ist. Und ja, wie so häufig in diesen Games ist einfach das Wichtige gewesen, wo positioniert man sich. Und dann sind dann die Herausforderungen aber nicht mehr so tricky gewesen. So, die Steuerung kann man zum Glück mit dem Emulator jetzt und mit dem Xbox-Pad einigermaßen okay spielen. Es reagiert aber nicht immer ganz so sauber, leider. Jetzt ist aber fertig mit leider, zieht nicht das Sicht hier hinten rein. Der hat mich dazu mal äußerst fasziniert, weil der macht jetzt hier hinten mal richtig Chaos und Terror. Mit seinem Zyklopen, Laserauge. Und ja, wir chillen es da jetzt einfach mal ein bisschen cool. Und er springt in den Vordergrund her. Das Teil ist halb so groß wie der ganze Bildschirm, zieht sein Auge und jetzt geht's los. Und da habe ich früher aber meine Augen zugemacht, weil es so fest geflimmert hat. ja, aber das ist sicher chillig, einfach von Mitte her stehen und dann kann ihm überhaupt nichts passieren. Was mir auch immer cool gedacht hat, ist, man kann mit Shot 1 und 2 neben dem Charakterbildchen eigentlich definieren, ob man stehen bleiben beim Schießen oder ob er soll laufen. Und das war eigentlich immer sehr, sehr gäbig gewesen. Jetzt kommt hier eine kleine Sprungpassage. Und das Actionfeuerwerk, das hier abbrennt wird, ja, das kann seinesgleichen suchen, weil eben, heutzutage ist natürlich die Grafik schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber spielerisch ist das Game kaum gealtert. So, mal den Granatenwerfer montiert. Jetzt haben wir hier so einen Springer, der sich hier vielleicht das Leben nehmen und vom Dach springen. Nein, er überlebt es zum Glück. Und auch hier geht es jetzt eigentlich wieder darum, wo stelle ich mich hin, dass ich keinen Schaden nehme. Und ihr seht, ich spiele das nicht zum ersten Mal. So, jetzt hat es das sich und jetzt halbiert er sich dann so. Und da ist es eigentlich am chilligsten, wenn man über den Verfolgerschuss, wow, wenn er nicht viel Schaden macht, macht er immerhin konstant Schaden. Im Vergleich zu diesen, die immer ein bisschen aufspringen muss. So, jetzt tut er gegen uns herrutschen. So, einiges, ja. Okay, aber tut er auch zweimal. Ein kleiner Überraschungseffekt muss es ja schon noch geben. So, Bildfehler gibt es auch. Ich glaube, Mega Drive steht es mal schon. Das war ein bisschen überfordert gewesen. Jetzt haben wir hier irgend so ein Alien, wo jetzt davor ist mit dem Jetpack und der Mr. Dr. Mandrake braucht jetzt auch unsere Hilfe. Und das ist auch so genial an diesem Game. Jetzt hat man sich entscheiden, wo man durch will. Das verzweigt sich, gibt unterschiedliche Enden. Wir gehen jetzt mal hinter dem Alien Commander her. Ist cool gemacht, ist wirklich auch vom Wiederspielwert relativ gross, weil es eben so Menge Verzweigungen auch gibt.
Und ja, der gefällt mir ausgezeichnet hier hinten. Zieht nicht der Zeppelin rein, der da rumfliegt. Da schießt 2 Einheiten, die auch wieder aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommen. Hier hinten ein bisschen hüpfen und das sind die nicht so das Problem. Ist ja erst gerade der Anfang. Und ja, jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Jetzt lädt er nur den letzten raus, genau. Und jetzt müsst ihr schauen, wo der Zeppelin herfliegt. Schöne Wolkenkratzer rein. Schon dazu mal hat mir das so cool gedacht. Weißt, der Pilot ist ja auch richtig scheiße. Und gleichzeitig eben, dass das überhaupt möglich ist, dass, oder was heisst schon möglich, dass sie sich so Späßchen überhaupt erlauben. Hat mir wirklich super gedacht, ja. Also, jetzt hier auch wieder, ihr kennt es, man muss einfach sich das Muster merken, wenn er angreift. Und dann ist dann nicht so stressig. Obwohl es natürlich auch immer ein bisschen mühsam ist. Aber eben mit dem richtigen Ausweichen kann ihm da eigentlich nichts passieren. Da kann er noch... Ah! Ein bisschen zu fest blufft, würde ich sagen. Das Gute ist, dass man nur die Waffen verliert, die man gerade aktivieren kann. Den Rest kann man behalten. So, jetzt wird er hier, glaube ich, gerade sehr nervös. Genau. Flippt doch ein bisschen in der Gegend rum. Und ja, so muss man eigentlich wieder auch nur ausweichen. Man kann natürlich immer wieder sterben, ihr habt es vorhin gesehen. Einer ist ein bisschen aufmerksam. Nachlassen, Aufmerksamkeit nachlassen und schon hat es einen. Unaufmerksam sein, das ist eigentlich das, was ich auch sagen wollte. Also gut, cool, jetzt ziehen wir hier weiter mit Highspeed. Und ja, was geht's cooler als ein Jetbike, das sich dann auch noch verwandeln kann? Jetzt müsst ihr das reinziehen. Aber geht's am Boden und plötzlich verwandelt sich in einen Strauß oder so. Das ist natürlich schon nicht ganz so cool. Aber wiederum... Wow, sind wir zu wenig schnell gewesen, um es anzuholen, das macht aber nichts. Aber Hauptsache das Ding hat sich verwandelt. So, da hätten wir jetzt schon. Jetzt wechselt er auf diese Seite. Und der Schuss, den man mit dem A aufrüsten kann, der ist schon massiv stärker. Jetzt hat das noch nicht gelangt. Nein, offensichtlich nicht. Wow, ist das ein Bullcrap. So, aber der beim A ist natürlich massiv stärker als der Standardschuss, wo man ohne Upgrade drauf hat. So, jetzt werden wir angegriffen, wir springen so weit es geht und BAM, landen einfach auf dem Highway. Und das ist das, was mich absolut hat umgehauen hier. Ich meine 3D, auch wenn es nur Fake 3D ist, nein, der Sieg kommt von hinten, vorne, geht wieder zurück. Und ich weiss noch dazu mal vor Weihnachten, ist das ein Teil der Werbung gewesen, die im Fernsehen ist gekommen. Was sie für das Game gemacht haben, wie der hier um ein Säckchen ist und vorne kommt. Ja, die gesehen, ich bin auch jetzt noch fasziniert. Ja, auf jeden Fall ultra cool. Und hier kann man eigentlich nicht viel mehr machen, als ein bisschen ausweichen. Jetzt kommt noch der Bam, 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 Bam. Yeah, der hat mich auch easy gedacht. Naja, ich bin am Schwärmen, jetzt noch schnell diesen Minen ausweichen oder diesen Schüssen, was es halt sind. Und so, schon hätten wir es wieder. So steht er wieder hier vorne. Nein, jetzt verhänge ich es mit den Schüssen hier, ja. Ich muss auch ein bisschen aufpassen mit den Knöpfen, die ich drücke. Sonst kostet mich das plötzlich wieder ein Leben. Perfekt, habe ich es natürlich nicht wieder im Griff, aber ich werde es in den nächsten Tagen sicher ein bisschen spielen. Und ich es eben schon noch gerne, wenn man es dann so weit optimiert, dass man ohne Probleme überall durchzischen kann. Und das Lustige ist, wir spielen jetzt hier die europäische Version, und dann gibt es noch die amerikanische, die ist leicht anders. Und die japanische unterscheidet sich dann in ein paar Sachen recht stark von diesen nochmal. Und ja, ich weiss, andere Gameplays außer Call of Duty geben aber nicht so wirklich viele Views. Aber ich weiss nicht, ein paar von euch sind scheinbar wirklich auch da, um ein bisschen zu sehen, was bei mir so läuft, was ich so zocke. Und das ist eigentlich auch der Content, den ich möchte zeigen auf diesem Kanal. Und nicht nur ein Suck of Duty. Auch wenn zwischendurch dann gleich wieder ein neues Gameplay kommt. Am 29. kommt ja das neue Map-Pack. Juhu. Ja, also jetzt hätten wir das echt besiegt, aber er sagt uns, wir sind ein bisschen blöd. Er hat uns nur verwirren und ablenken vom wirklich wichtigen X-Drive. Und was auch immer das X-Drive ist, werden wir dann vielleicht noch herausfinden. Aber der richtige Horror wird jetzt anfangen und er hat sich selber in die Luft gesprengt, wie einer von denen, der mit diesen Bombengürteln rumsäckelt. Naja. Wir hätten es geschafft, das wäre das erste Level gewesen. Jetzt finden wir in unserem Hauptquartier heraus, dass irgend so ein Hacker in dieser bösen, wichtigen Gruppe involviert ist. Es gibt ein kurzes Briefing, wir sollen auf seinem Schrottplatz verwutschen, von eliminieren, go get him, go find him, let's go.
bisschen aufhören schnurren. Schon wieder A und B. Fuck, ich möchte mal A und C, möchten wir wieder das B. Gut, jetzt sind wir auf dem Showplatz. Hier ist es eigentlich sehr chillig. Weil hier kommen sie hinten, auch wieder sehr stylisch gemacht, Sonnenuntergang. Sie fahren hinten über Hügel runter und kommen dann vorne raus. Aber ja, können wir nichts machen. Jetzt können wir hier so Affen gestalten, wo man hier easy einfach vom Himmel schiessen kann. Genau. Jetzt kommt hier so ein kleines Autöli, das noch ein bisschen schiesst. Das hätten wir auch geschafft. Alles nicht so stressig zum Glück. Jetzt wäre ich fast abgekratzt. So, schauen, dass ich hier nicht auch von hinten verrutscht werde. Das wäre es auch schon gewesen. Ist also nicht so tricky. Jetzt bekommen wir hier noch Smartbomben und ja, der ist auch wieder cool. Am besten auf einen Verfolgerschuss setzen. Hier kommen wir relativ hoch näher her. Ja, nein, die Versprecher am Morgen früh, die sind brutal, wenn das Hirn noch nicht wach ist. What the fuck? What the flying fuck? Hey, nein, das habe ich so noch nie erlebt, wenn ich ein bisschen zu nahe war. Hier müssen wir ein bisschen musikspielmässig im richtigen Takt ein bisschen aufkumpen. Hier können wir auch noch ein bisschen brechen, wenn er ein bisschen runtergeht. Nicht zu früh führen, sonst treffen einem die Kugelhänge noch. Das mal stehen wir ein bisschen weiter hinten. So, jetzt von der an von drehen, dann müssen wir uns ablecken, genau. Jetzt können wir hier schon mal ein bisschen führen. Und jetzt springt er drüber, genau. Und wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Die Musik von diesem Game finde ich auch noch easy. Eben Grafikeffekte haben mich dazu mal schlicht umgehauen. Und ich finde, es ist schon jetzt noch stylisch gemacht. Ich meine, mit diesen beschränkten Möglichkeiten kommt das voll gut. So, die können wir aus vielen Protectors. Die hat es auch schon im ersten Teil gegeben, auf dem Nintendo dazu mal noch als NES. So, jetzt die sind ein bisschen mühsam hier. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht schon geschlitzt werde von denen. So, komm schon. Jawohl, das wäre nur der letzte jetzt. Oh, nein, go fuck yourself. So, gut, also jetzt zieht nach das rein. Jetzt hier können wir das zerschießen und dann weiter bei der Standard-Story-Mission weiterspielen. Aber, und als ich das herausgefunden habe, bin ich fast ausgeflippt, hier kann man raufklettern und jetzt zieht nach das rein. Jetzt ist hier so ein komischer Vogel, wo uns so eine Battle-Arena einladen, ein bisschen Geld verdienen. Sagen wir natürlich, ja, gib wieder einen Try. Und das ist mitunter das Abgefahrenste, wo ich... Oder auch mit Top 10 von den abgefahrensten Sachen, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Das war noch ein bisschen Verarschung von Castlevania. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dort kann man ja auch so... wie wollte ich dem sagen? So... Au! Schwenken! So leichter Kerzenständer zerschießen, dann gibt es etwas. So, vor dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen, aber der ist nicht weiter tricky. Auf der einen Seite von seiner Gitarre hing auf dem Rücken. Seht ihr? Ja genau, hat er sogar ein Smiley, das zwischendurch auftaucht. Ja, jetzt war er gar nicht froh gewesen. Schnell schauen, dass ich jetzt nicht abkacke. So. Weil der ist nicht allzu schwierig, genau. Fisch auf den Tisch. So, jetzt kommt der nächste Psycho. Der ist ganz abgefahren mit seinem Kinderwägeli. Also, hier machen wir eigentlich Folgendes. Stehen wir ganz an den Rand über und behalten primär das Geschütz, das er da unten montiert hat, im Auge. Jetzt müssen wir schnell wieder runter. Scheiße! Ah, fuck, ja, ihr seht. So viel zu den guten Vorhaben. Aha, also jetzt bin ich gutbodigt worden. Auch jetzt Mauch ein bisschen gross aufgerissen, ein bisschen fest aufgerissen, dass ich es noch im Griff habe. Aber ja, den versuchen wir doch nochmal. Sonst haben wir gerade den zweiten Charakter, seht ihr den auch noch, wobei das spielt eigentlich keine Rolle. Können wir auch den Wolf hinein, ja. Der Bad Boy mit seinem Ballerarm. Also jetzt können wir glaube ich gerade... Ah nein, jetzt müssen wir noch eins vorne anfangen. Gut, dann machen wir doch das. Der Fisch Toni. Das Mal machen wir es von der anderen Seite. So. Schön auf ihn draufhalten, yep. Schnell ein bisschen aufjumpen. Jetzt kann man hier ein bisschen auf ihn runterschiessen. Gehen wir wieder runter. Schon hätten wir seinen Kopf. Ihr seht. So, wieder ein bisschen aufpassen. Smiley ist gar nicht zufrieden, das kann ich gut verstehen. So, komm Bürstli. Allzu lange wirst du auch nicht brauchen jetzt, he? So, Fisch auf den Tisch. Zum zweiten. Nein, das mit dem Fisch, das habe ich so abgefahren gefunden. Alright. Also jetzt kommt nur diese. Versuchen wir es nochmal. Schnell schauen. Also hier draufhalten, aufspringen. Jetzt kommt er, genau, aufspringen, geht wieder. Hey, nein, das ist eine Frechheit mit diesen Raketen. Heilandsack. Aufspringen, auf die Raketen schießen.
Aber wieder auf die Rakete schießen, aufspringen. Gut, aber wieder auf die Rakete schießen. So, da hätten wir. Jetzt ist er easy. Jetzt ist er voll easy. Die Raketen sind weg, das Baby vor dem Kinderwagen haben wir. Und jetzt wäre das Bürstchen erledigt. Yep. Also. Jetzt kommt der dritte Fight. Das ist so ein komisches Ding aus einer anderen Dimension. Der ist noch knifflig, kann ich sagen. Ja, eben. Genau das habe ich gemeint mit knifflig. So. Jetzt verzieht er sich hier. Taucht jetzt irgendwann wieder auf. Ja, genau. Jetzt die können uns nichts machen, zum Glück. So, und das wär's schon gewesen. Ja, knifflig sind eigentlich nur die Mongo-Raketen. Jetzt müssen wir das reinziehen. Jetzt werden wir hier in das Dimensionstor reingesogen, blöderweise. Und landen hier einfach irgendwie in dieser Dinosaurier-Affenwelt. Die Siechen machen sich fast ins Hemd. Er ist die Intelligenzbeste und hat herausgefunden, dass er noch ein bisschen Zeit zurückgeschickt ist worden. Und ja, was machst du, gell? Du hast ja mit der Affenbrut zusammen und wirst zum Affenkönig. Man hat ja sonst nichts zu tun. Noch ein bisschen rumballern wie der Terminator mit dem Wolfskopf. Richtig geiler Sound im Hintergrund. Nein. Und ja, das ist es jetzt schon. Das Game ist fertig. Es ist natürlich nur so ein abgefucktes Zwischenende. Das Game hat mehrere Enden, auch richtige. Aber ja, das hat mich das mal wirklich... Dazu mal wirklich extrem draus getan, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich habe es richtig geil gefunden. So geil wie die Äffli, die sich hier absolut überschwänglich freuen. Und ja, ich hoffe, es war auch für euch ein bisschen interessant gewesen. Ich weiss, Call of Duty Fanboys, es gibt wieder nur 10, 20, 30, 40 Klicks. Aber eben, mir hat es Spass gemacht und hoffe, ich kann das auch ein bisschen über zu euch transportieren, dass die es gesehen haben, ja, ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Vor allem du, wenn ich es verkackt habe. Macht's gut, tschüss zusammen.